Herzlichen Dank dem Chor, der gesungen hat, den slowenischen Studenten hier in Klagenfurt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir auch der Jugend Raum geben, Platz geben, auch den Schülern der zweisprachigen Bundeshandelsakademie, Dvojezična-Trgovska Akademie, für den inhaltlichen Input. Es machen hier bei dieser Veranstaltung auch noch das slowenische Gymnasium mit und das Stiftsgymnasium St. Paul. Also es gelingt uns auch hier wirklich, junge Menschen in diese Zukunftsdiskussion einzubringen. Ansonsten aber herzlich willkommen sehr viele Ehrengäste und ich möchte hier die wichtigsten begrüßen und es freut mich ganz besonders, dass hier heute unter uns ist die Frau Bundesministerin für Frauen und Integration, Frau Dr. Susanne Raab. Die Ministerin der Republik Slowenien für slowenische Volksgruppen war kurzfristig verhindert wegen der aktuellen Regierungssituation in Slowenien und ich begrüße daher unter uns Staatssekretär Dr. Dejan Valentincic. Prav lepo, da dobrodošel. Fürs Land Kärnten begrüße ich unter uns Landtagspräsident Reinhard Rohr. Auch ein sehr hochrangiger diplomatischer Vertreter, einer der höchsten, der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und Obmann des Rates der Kärntner Slowenen, Dr. Valentin Inzko. Lepo, dobrodošel. Unter uns ist auch Diözesanbischof Dr. Jože Markec. Lepo, dobrodošel. Ebenfalls Generalkonsul der Republik Slowenien in Klagenfurt, Dr. Anton Novak. Lepo, dobrodošel. Superintendent Magister Manfred Sauer ist ebenfalls hier. Es ist auch sehr schön, dass wir hier quasi jetzt neben der Bundesministerin auch noch weitere Vertreter eben aus Slowenien, aus Wien haben und das nicht nur quasi im Kärntner Milieu bewegen. Herzlich willkommen unter uns auch die Leiterin der Volksgruppenabteilung im Bundeskanzleramt, Frau Dr. Susanne Pfanner. Ebenfalls aus Wien vom Völkerrechtsbüro des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres, Magister Nadja Kalb. Anhand des Programmes für morgen sieht man schon, wie wichtig für den Spracherhalt die Bildung ist. Und hier kommt natürlich eine Schlüsselrolle auch der Bildungsdirektion Kärnten zu. Herzlich willkommen, der Bildungsdirektor für Kärnten, Dr. Robert Klingelmeier. Ebenfalls sehr wichtig für die Entwicklung der Volksgruppe, Amtssprache etc. Wir haben es sehr oft gesehen, das Land Kärnten und die Landesregierung. Herzlich willkommen, Landesamtsdirektor Dr. Dieter Platzer. Seitens der Volksgruppe gibt es ja dieses Beratungsgremium beim Bundeskanzleramt für den Bund und hier begrüße ich den Vorsitzenden des Beirats für die slowenische Volksgruppe, Herrn Nante Olip. Und unter uns sollte auch noch sein, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, den Obmannszentralverband des slowenischer Organisationen Manuel Juk. Alle Bürgermeister, anderen Ehrengäste, herzlich willkommen. Prav lepo, dobrodošli, zelo me veseli, da ste tukaj danes z nami. Und damit wir jetzt auch noch die Dolmetscher, die ich hiermit auch recht herzlich begrüße, kurz testen, werde ich jetzt in slowenischer Sprache noch fortsetzen. Nekaj misli o koroških Slovencih, ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Vielleicht, morda je ta današnja korona-kriza tudi neka prispodoba o razvoju koroških Slovencev v teh zadnjih 100 letih. Mislim, da okoliščine za koroške Slovence marsikdaj, da so bile težavne, niso bile enostavne in manjšina se je morala tem prilagajati, da je preživela. To smo videli takoj po prvi svetovni vojni, še posebej seveda med drugo svetovno vojno in tako je manjšina skozi dala dejansko zelo težavne čase in kljub temu je manjšina, so razni proponenti manjšine vedno spet našli metode, kako preživeti, kako ohraniti jezik. To po mojem mora tudi biti neko vodilo za našo bodočnost. Kljub težavnim okoliščinam, kljub izzivom je treba iskati šanse, perspektive in se razvijati naprej. Ključnega pomena po moji oceni je, da bi mi na Koroškem dosegli nek preobrat trenda. Sam sem doživljal tudi v svoji domači vasi, kjer sem doraščal, tam dolga desetletja nismo imeli dvojezičnega napisa,
prebivalstvo je pa slovensko ali pa slovensko nareče govorilo, kako se je to do danes spremenilo. V moji vasi sedaj stoji dvojezični napis, jezik mladih je pa v veliki večini postal nemški jezik. Mama in oče sta med sabo govorila slovensko narečje, s otrokom pa nemško. In tako je šla asimilacija naprej. In tako kot v moji vasi je bilo v številnih vaseh na Koroškem. Mislim, da smo v zadnjih letih, desetletjih, še posebej od osamosvojitve Slovenije naprej, od vključevanja v Evropsko unijo, z odpiranjem meja, marsikaj spremenili. Vzdušje se je izboljšalo, situacija za manjšino je postala dosti bolj enostavna. Kljub temu pa ta proces jezikovne asimilacije še teče naprej. Ni nam še uspelo, da bi to dejansko zaustavili in da bi zopet dosegli rast števila govorcev slovenskega jezika. So pa v Evropi regije, kjer je to uspelo, naprimer na Škotskem z gelščino ali v Walesu z valižanščino. Zato smo tudi jutri povabili referente sem iz teh regij, da tudi rečejo, kako oni to delajo, da je uspel ta preobrat tega trenda in da zopet manjšinski jezik zaživi. Prepričan sem, da če to uspe v Walesu, pa na Škotskem, po drugih evropskih regijah, da nam to lahko uspe tudi tu pri nas na Koroškem. Ta naša konferenca je nek mozaični kamen v tem razvoju, nek prispevek k tem preobratu tega trenda. Mi nismo politični gremi, mi pa lahko dajemo dobre ideje, nudimo zanimive razprave in to je lahko podlaga tudi za kasnejše politične odločitve. V tem smislu želim konferenci dober potek in zanimive debate. In diesem Sinn wünsche ich der Konferenz einen guten Verlauf, bedanke mich bei allen fürs Kommen und wünsche Ihnen interessante Debatten. Hvala lepa.